Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Test hier zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, für den einen oder anderen mag die Intro-Sequenz ein bisschen anders gewesen sein, ich weiß auch genau, weil ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mal gewählt habe, also man kann zu Beginn des Spiels wählen, wie man die Geschichte erleben will, sprich irgendwie soll es eine harte Herausforderung sein, will man vor allem die Hauptgeschichte erleben, mit Missionen und so weiter. Und das ja für mich ein Let's Test ist, von dem will ich natürlich vor allem die Hauptstory zeigen. Und es kann eine Meldung von wegen den Spielstand von The Witcher 2 simulieren. Habe das einmal so aktiviert und deswegen kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen anders war. Kam mir zumindest irgendwie anders vor. Aber gut, ja, direkt mal sagen, los geht's, wa? Find mit Hilfe der Hexensinne den Schlüssel zum Schlafzimmer. Hexensinne ist halten LT. Wo habe ich jetzt LT bei mir schon wieder auf dem Controller? War das der hier? Das kannst du hier nicht tun. Okay, das war der falsche. Das könnte richtig gewesen sein, wa? Schlüssel benötigt. Okay, den Schlüssel zum Schlafzimmer ist eigentlich logisch. Dann mal gucken. Das müsste LT sein. Okay, ich scanne nach. Da ist einfach nur eine Tür, wa? Das ist irgendwie so ein magischer Pokal oder wie soll ich das interpretieren? Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Sonst noch was? Naja, hübsche Frau halt, wa? Da ist natürlich, oder hübsche und starke Frau. Rede mit Jenny, oder. Ja, ich würde sagen, am liebsten Jennifer aussprechen, aber ich glaube, das ist ein bisschen falsch. Okay, da vorne ist noch etwas, aber haben wir das Gefühl, dass das der Schlüssel sein könnte? Na gut, gucken wir mal. Sieht mir noch eine Speicherstation aus, wa? Okay, haben wir geirrt. Entschuldigung, Quest aktualisiert. Türen öffnen. Ja, mach ja. Okay. Begib dich auf die untere Etage. Sehr, sehr schön. Ja, ich muss sagen, das Spiel läuft soweit ganz flüssig. Ich höre von meinem PC auch kein Mucken und so. Wie ich gerade sehe, okay, der Prozessor ja, läuft ein bisschen heiß und die Grafikkarte, der geht's gut. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Was? Zeit aufzustehen, Meister.
Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Seid ihr wütend auf sie oder wir haben sie verwöhnt? Das ist natürlich eine gute Frage, wa? Keine Ahnung, wie gesagt, mich hat die Folge jetzt nie gezockt, von dem kann ich das nicht genau beurteilen, was für eine Rolle sie früher gespielt hat, aber naja. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monstertöten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht, besser nicht. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Gule und Algule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht. Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar, der Tor beginnen, diesmal nicht der Tor überspringen. Ja, klar, ist eigentlich nichts. Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Zuerst unten. Momentan bin ich noch nicht so sicher. So, springen, halten mit A, okay. Klettern, das klingt soweit schon mal logisch. Springen nochmal auf B, war. Okay. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Das tat weh. Lass den Quatsch. Kommt sie auch nach? Ja, sie kommt auch nach. Gut. Ja, wunderbar noch ein bisschen Ausblick und so alles weiter. Man muss schon sagen, obwohl es natürlich nicht die höchste Grafikeinstellung und alles mögliche ist. Wäre vielleicht eleganter gewesen, die Leute zu benutzen. Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Freches kleines Gehör. Wie gesagt, obwohl es nicht gerade die höchste Quali-Einstellung ist, nicht hier nur auf Full HD zocke. Kann ich ja trotzdem. Jetzt. Muss trotzdem zugeben, sieht schon echt klasse aus alles. Gut, hier und da noch ein bisschen Kantenflimmern und noch ein, zwei Grafikbugs, aber ich glaube, das liegt eher an meinen Einstellungen als am Spiel selbst.
Aber einen Ausdauerbalken sehe ich jetzt so nicht. Scheinbar nicht. Ja, wohin geht's überhaupt? Hä, wo ist sie hin? Da unten sind ein paar. Ja, wieso nicht? Hui! Wird weh. Aua! So viel? Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Algulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Serikanien heimischen Panthera tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Finde dich nicht heraus. Du hättest sagen können, dass du eine Übung gemacht hast, als Wesemir geschlafen hat. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Ich wäre sehr für die Grundlagen. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt. Alles klar, was steht denn da alles? Kampf, größte Ritter, ästhetische Erscheinungen, knochenknackende Riesen, okay. Hexer, müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexen ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Wieso ist eine andere Frage. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten an der Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Klingt schon mal geil. Und wie ziehe ich jetzt mein Schwert? Aha. Stahlschwert. Ein Ziel auszuwählen, das dürfte soweit ja eigentlich nicht so das Problem sein, weil es natürlich direkt vor mir. Und dann Angriff darauf, und dann den Gegner anzuschalten. Klingt logisch. So, mal gucken, habe ich jetzt echt den anvisiert, weil... Schnelle Hiebe. Ah, so, okay. 1, 2, 3. Nimm dies. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Und 1. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Ja gut, ich warte bis angreifen. Dann! Drücke dann B. Okay, klingt logisch. Ja, komm. Mein Hieb ausweichen, weil mit L eine Richtung drücke A. Was? Wieso jetzt so? Oh! Das wird kurz und schmerzhaft. Jetzt zu den Paraden. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Ja, dann komm. Was soll ich denn parieren? Naja, gut. Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt. Überlebe. Komm. Ich hab gehört, der Alte ist beim Unterricht. Drücke unmittelbar von dem Angriff des Gegners LT, um den Gegner auszuführen. Okay, muss auch schnell genug sein, wa? Okay. Aua! Nimm dies.
Ja, das war gar nicht mal so schlecht. Muss halt früh genug sein, war. Weil ich merke, er greift an, da muss ich zuschlagen für den Gegenangriff. Gut. Mal das Block ein bisschen länger warten. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. LB, das Zeichen Quen aktivieren. Wähle das Zeichen mit L aus und aktiviere es mit... was? Ja, okay. Das Zeichen zu aktivieren. Ah, doch schon. Hör auf zu prahlen, Geralt. Hä? Aha, Entschuldigung. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Boah, Alter. Moment, ja, ist klar. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Timing ist alles. Für diesen Ja, ich irgendwie auch. Toll, ich kann das Schwert gar nicht mehr ziehen. Ich muss irgendwie auf Magie gehen. Quen Toll. wird manchmal wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Da muss ich extrem früh dran sein. Gut, mit Igni-Zeichen. Das obere. So, Was zum Kuckuck treibst du da? nicht viel, Bums. Ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Wie zum Beispiel jetzt. Art, Geralt. Na los! Nicht schlecht, wa? Magic! Auf zu prahlen, Geralt. Och Menno, es macht jetzt so Spaß. Wieder gekontert, bis du es endlich mal kapierst. So, leichte Angriffe, schwerer Angriff, nochmal ein schwerer. Kuckuck treibst du da? Ich hab Spaß. Ach Menno. Gut, nächste telekinetische Druckwelle. Alter, das sieht auch krass aus. Das wird kurz und schmerzhaft. Zeitverschwendung. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Aua! Ein Fehler, Entschuldigung. War gerade ein bisschen abgelenkt vom Lesen links. Zeit für Axi. Was, Axi? Ich hasse dieses Gefühl. Okay, Axi, Axi. So, Gedanken beeinflussen. Oh, klingt auch übel. Drücke RT, um es dann noch mitzuwirken. Auf sie! Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Doof, Booms, Babs, Schlitz. Hirden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Ich mach schon, man kommt jetzt schon wieder. Das letzte, die magische Falle. Wow, Alter. Spinnst du? Zu alt für diesen Scheiß. Ja, was soll ich näher sagen? Hör auf zu prahlen, Geralt. Nö. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Das bringt Eine nix. Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen Was? wird die Ah, das kannst du jetzt nicht Explosion tun, okay. Eine Bombe. Aber jetzt gefällt oder was richtig? Bomben zielen, okay. Da gibt es ja viel zum Lernen. Ist das korrekt? Sieht nicht schlecht aus. Das Kampfduell ist jetzt abgeschlossen. Du kannst Berlin mit Wesemir weiter trainieren, wenn das Training, indem du gedrückt hältst und das Schwert damit wegsteckst. Das reicht. Wir trainieren nach Berlin weiter. Nö, Mann, ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Ja, die wird ja sehr viel Freude dran haben. Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was du...
Wasserwolf. Nein. Temerin, Straße nach Vizima, Mai 1272. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ja. Er begann im Gästezimmer in Kermorhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein, die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Vizima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich habe das Einhorn noch? Okay. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2, 3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Gule. Also Zeit für uns. Monster. Das Leben auf dem Festland auf Skellige wohl eher, ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die er verschont, leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die von Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsband in den Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Ja, nicht sicher. Gut, ich habe es automatisch gezogen, aber... Okay, da ist noch einer. Wir gehen schon wieder. Ein Schild selbst aber nicht, wahr? Ich glaube momentan noch bei ein bisschen handtechnischem. Ohne Großmagie. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen.
Watcher. Vitalitätsregeneration. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweise auf den Schwierigkeitsstufen, Blutschweiß, Rennen und Hudelsmarsch, aber gerade nicht. Kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Oh, das war doof. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen im Kostümgüter ablegen, während des Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. 10, okay. Alles klar, aber auch überhaupt. Okay, ich habe scheinbar noch 4 Brot und 2 Weizendinger, wie auch immer. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Um Plötze zu... Plötze, an schlecht. Um zu kantern. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Ich wollte gerade sagen, ne, wo ist er? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Los, lauf! Und so reiten wir durch eine wunderschöne und wie es aussieht auch ziemlich große Welt. Ja, es war zwar gerade nur ein Traum, aber ich weiß trotzdem nicht. Die Frage ist halt, die eigentlich ist ein Traum, waren die zum Teil real? Geschah das alles zu Zeiten von... Nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radowitzreich meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Wie war? Wie bereits erwähnt, ich weiß nicht genau, ob das eines aus The Witcher 2 oder The Witcher 1 waren, ob nur ein Teil davon wahr war und das andere wir uns nur zusammengeträumt haben. Wie dem auch sei. 4:42 Uhr, es ist klar. Ist es Echtzeit? Nicht ganz, wahr? Tja, alles zerstört. Alle traurig, alles im Arsch. Und wir reiten einfach weiter. Und jetzt auf der Karte sehe ich noch 2 Monster, sprich 2 rote Punkte. Sind es mal Monster, ist was anderes. Das Grüne sind wohl einfach normale Waldbeeren oder Stachelbeeren, wie es da rechts auch steht, für unsere Heilung. Aber wir sind galoppieren, wa? Okay, das war ein kurzer Ritt. Gehen wir? Alter, das ist hell. Hilfe! Hilfe! Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Tja, ein paar Kronen wären nicht schlecht. Wie aussieht der irgendwie wie ein bärtiger Howard Wolowitz, wa? Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden?
Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Ja, immer nur saufen. Was? Bestiarium wurde hinzugefügt. Okay, da war es ein Greif. Interessant, der so aussieht. Weiter so, Plätze. Wow. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier und auch noch bei der Hauptstraße. Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Alles klar. Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denk dran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Was ja im Real Life auch so wäre. Oft werden von Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit altem Word-Symbol markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexarbeiten und lokale Ereignisse zu informieren. Klingt schön, kann man in einem Let's Play machen, will ich hier aber nicht. Dieser Weg ist ein Let's Testen, so will vor allem die Hauptstory ein bisschen zeigen. Und vor allem natürlich auch für mich selbst erleben. Abzusteigen. Weil ein bisschen früh war, wollen hier gar nicht rasten. Entschuldigung! Na, scheinbar schon. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefermutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Bram angegriffen. Bram? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Dialoge, Handel, durch Optionen, die mit Goldzeichen markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Was du bieten hast. Fortfahren, so. Ganz schön was los, den Greif. Wir suchen nach einer Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Welch kluge Worte.
Das Gespräch beendet. Okay, Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. und sie sieht ja auch schon ziemlich erschöpft aus, aber wen wundert's? Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Ja, mal gucken, wie sieht's aus mit der Kohle? Wie viel haben wir? Meinen Kauf zu tätigen oder zu handeln und wenn zu schließen. Gut, dankeschön. Außer nichts dabei zum Handeln. Okay, nützliches. Ja. Händler und 68. Was hat die Frage? Was sollen wir alles mitnehmen? Was wäre klug? Was wäre vernünftig? Das ist immer so eine Frage. Wa? Denke mal grundsätzlich Fleisch immer gut. Fleisch. Essen regeneriert Vitalität, 5 Sekunden Wirkungsdauer, 21,42. Aber dann. Was? 250? Will ich mich verarschen? Tatsächlich nicht gerade sehr viel. Die Frage ist. Gut, Alchemie braucht jetzt glaube ich nicht unbedingt. Braucht noch irgendwas. Lokaler Pfefferwodka. Nur für 9 kann man sich auch mal gebrauchen. Kartoffeln wären halt ein bisschen günstiger, wa? So, was haben wir sonst so Schönes? Volltest, kann Typ anführen, was? Wettereffekte. Interessant. Noch Äpfel oder so? Ne, würde man sagen, es reicht so. Gekauft habe ich. Aber schließen, dann übernehmt's was. Handel. Jo. Gut, dankeschön. Danke. Für alles. Meister Hexer! Wärt ihr gewillt, den Greif zu töten? Das Biest ist eine Landplage. Zuerst hat er nur Vieh gerissen, aber jetzt bevorzugt er Menschen. Wir trauen uns kaum noch raus. Wenn uns jemand bezahlt, sagen wir nicht nein. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So taterig bin ich noch nicht. Dann Noch frage ich nicht. nach Jennifer. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Was ja auch als Hexer. Vermessen die Felder. Lass sie doch. Ja, Solange sie nicht was auch als Hexer gar nicht so schwierig ist, wa? Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Das schaffst du schon selber. Deinen Willen aufzwingt. Okay, klingt cool. Tja, die Frage ist halt, ob es so klug wäre. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Tja, so viel zur Aufmerksamkeit. Naja, haben wir gemacht, wa? Ja? Was ist denn, Wolf? Bis später, Wesemir. Scheinbar doch nicht. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt los? Ja. Die Frage ist jetzt, weiterfragen. Die Frage ist jetzt weiterfragen. Oder aber, naja, außerhalb des Dorfes gucken. Ja, die gute Elsa, sie wusste ja nix. Wobei... Brauchst du sonst noch was? Nee, der hat da nix. Tschüssikowski. Außerdem gibt es Spezialkarten. Ja, ich muss zugeben, wie Sehensweise auf das Spielprinzip uns so zu überzeugen. Gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Ja, ja. Was für eine Zeitverschwendung.
Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Albert Geertz, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Gerald von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Tja. Schade, 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 schade. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwent? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ach komm, wieso nicht? Weil ich glaube sowieso nicht, dass wir in diesem Let's Test noch irgendwie eine Chance haben, sie zu finden oder in eine weitere Spur zu finden. Also wieso nicht zuerst noch erlernen? Und zeigen. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Willkommen bei Gwent. 4 gewinnt oder was? Gwent ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Ja, klingt soweit logisch, ein bisschen fast wie Schach. Ist aber ein bisschen anders, okay? Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Was? Das ist jetzt 10 Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Okay, Starthand wie bei Yu-Gi-Oh! Dann keine Karte mehr, sie 10 also klug ein. Stärke der Einheitenkarten. Dies ist eine Einheitenkarte. Zahl oben links sagt ihre Stärke an. Sie aufgespielt hat. Ja gut, also je mehr Stärke, desto besser. Aber gibt es hier noch irgendwelche Einschränkungen? Das Kampfsymbol, eine Belagerung. Okay, Die Schlachtfeldreihe, in der die Karte gespielt werden kann. Ach du Scheibenkleister. Ja, Spezialfähigkeiten. Heißt Moralschirm gewährt an einer der gleichen Reihe plus 1 zu Stärke. Das sind Sonderkarten. Die dann eigenen Karten. Was? Okay, Schnee reduziert Schwerter. Verwaschener Mond ist gegenüber, oder was? Doch eben. Es reduziert die Stärke. Okay. Und Pfeilen und Regen gegen Belagerung. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Gut. Rundenbeginn. Toll. Ich habe jetzt die Karten. Schön. Ja, okay. Ja, wie bei Yu-Gi-Oh! Fast. Erzählen oder passen, okay. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du X drückst. Ausspielen von Karten oder partizipieren klingt auch logisch. Aber, wie gewinne ich denn jetzt? Das habe ich nie übersehen. Ich würde fast schon sagen, wir müssen einfach anfangen, wa? Natürlich hinten irgendwie was aufbauen. Der eine Spezialfähigkeit, wa? Der kommt also erst später zum Zug. Der sieht doch schon mal sehr stark aus. Wobei, er kann eine andere Karte einsetzen, um einen zu negieren, wa? Nimm doch lieber mal eine schwächere. Ja, wieso nicht? Irgendwie muss ich es ja lernen. Die Gesamtstärke habe ich jetzt 4, okay. Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Am Zug bist, kannst du passen, indem du Y gedrückt hältst. Wenn du passt, kannst du spielen. Ja. In der Runde. Abgeräumt, hat auf 0 zurückgesetzt. Gut. Dein Gegner. Wie lange dauert so eine Runde, bis alle Karten wechseln, oder wie? Auch so ein Bogentyp, wa? Die Frage ist, kann ich mir die Karte ansehen? Nö. Ich könnte die Anführerkarte setzen, wa? Das
Suchen nach. Die Karte sofort aus. Extrem dichter Nebel. Was bringt denn die Karte, wenn man so fragen darf? Das klingende Kälte. Strömender Regen. Der war gegen die Ballistika, war. Und der war gegen die Schwert, wenn ich mich richtig erinnere. Sich selbst ausgenommen. Das ist aber eine Ballistika, okay. Würde man sagen, ich verstehe erstmal die hier, war. Wird ausgeglichen. Ja, ist echt mal die Frage, was uns eigentlich so bringt. Das hat ja echt mal ein bisschen auf die. Hier einen Angriff über, war. Du bist am Zug. Kann aber bereits sein ein bisschen schwächen, war. Bei dem Nahkampf, das war eben diese Belagerung. Eine Spezialfähigkeit sie wohl, die um seine Bogenschützen zu neutralisieren, war. Natürlich auch doof, wenn ich bereits den einsetze. Ich gehe mal ein bisschen auf die Vollen und setze den ein. Das sind Punkte, war? Ja, war klar. Seine betrifft es auch. Ah, interessant. Ist halt die Frage, wo greife ich jetzt, oder wo gehe ich jetzt wieder in die Vollen, weil, jetzt den einzusetzen wäre ja ein bisschen. Bringt sowieso nichts mehr, weil er es bereits gemacht hat. Nahkampf, den könnte ich noch meinen Angriff einfach auf die hier ja, stärken, war. Sag mal. Was bist du für ein Trottel? So noch den im Angriff, das ist natürlich auch toll. Er senkt seinen eigenen Auge, also es muss in Angriff gehen. Und er macht's auch. Ich führe zwar noch, aber ich habe ein ungutes Gefühl irgendwie. Alle reduzieren was? Ja, wieso nicht? In meinem Notfall. Extrem dichter Nebel, das ist doch eben die Karte hier, war. Kannst du bitte mal die andere Karte zeigen? Hallo? Geht nicht. Plus 1 funktioniert der. Der funktioniert ja auch noch, geil. Da ist doch jetzt mal doch noch interessant. Versteckt die Vordereinheiten. Tatsächlich eigentlich nichts weiter tun als noch die mittleren Stärken. Das wäre jetzt keine besondere Karte mit ihren Boost-Effekten. Ich habe ja bloß noch 2. Er hat im direkten Angriff bereits mehrere. Er wird sicher dort das meiste setzen. Ich habe einen Booster hier unten noch. Die Frage natürlich, bringt überhaupt was. Und setze trotzdem mal den noch ein. Bringt trotzdem nur 1. Toll, jetzt können wir noch die einsetzen. Ne, ich passe lieber. Bringt eh nichts. Ja, hat er gewonnen, wa? Du hast die Runde gewonnen! Muss aber sagen, geiles Spiel. Was? Nee, Leute, das reicht. Du bist ein Zug, ich will doch gar nicht mehr. Kann ich irgendwie, Ich will doch einfach nur das Spiel aufgeben. Kann ich bitte irgendwie, ja, wie geht das Spiel aufgeben? Hier war. Ich drücke alles mies, was ich habe. Da unten steht hier irgendwie Spiel aufgeben, aber ich sehe gerade die Karte. Was zum. Welcher ist denn das jetzt? Wenn wir ganz kurz, Leute, muss ich mal auf eine andere Steuerung zurückschalten. So.
Spiel aufgeben. Q. Sieht schon besser aus. Tja, ist kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein zweiter. Ich denke dran. Danke. Dabei habe ich eine Runde gewonnen. Ja, doch, muss zugeben, geiles Spiel. Macht ihnen noch Spaß. Aber ist eben halt wegen den ganzen Fähigkeiten, von wegen die Felder einfrieren oder halt alle Punkte zurücksetzen. Brauchst einfach Boostpunkte, fertig. Zumindest sieht es momentan so aus. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. 2 Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Eigentlich trinke ich nicht mit Fremden. Komm, ich weiß, dass dies ein übler Ort ist. Du könntest der Verdauung zuliebe ein Gläschen trinken. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Ist klar. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlächter von Blaviken. Der kennt sich ja sehr gut aus. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Der wird ja ziemlich direkt, der Gute. Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Ja, vielleicht aber auch nicht. Nun gut, das hat schon mal ganz gut geklappt. Was fragt die Nilfgaarder nach Jennifer? Noch was ganz anderes, Leute. Ich hatte gerade das Gefühl, dass teilweise das Ganze ein bisschen ruckelig war. Irgendwie hatte ich auch ein paar Frame-Einbrüche, von wegen nur noch irgendwie 20 bis 30 Frames pro Sekunde statt irgendwie 60. Das war schon ein bisschen irritierend. Naja, da muss man gucken, ob es irgendwie an Einstellungen noch liegt, weil Grafikkarte ist super, sehe ich gerade, macht überhaupt keinen Wank. Ja, gut, Temperatur etwa 70 Grad, aber ist normal. Prozess sieht auch gut aus. Daran kann es irgendwie nicht liegen, vielleicht muss ich in den Einstellungen noch ändern. Ja. Ja. Was ist denn, Wolf? Bis später, Wesemir. Tja, ich dachte, es wäre bereits vorbei, aber gut, schauen wir halt weiter, wa? Und so diesmal alleine. Ausgetrunken? Mhm. Dann verpiss dich. Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ziemlich rassistisch. Ich hab dir nichts getan, also beruhige dich. Natürlich nicht. Nein.
Nichts getan. Der Hurensohn hext hier rum. Auf ihn! Ja, das war ja sehr clever. Dein Arsch gehört mir. Nicht nachlassen. Aha. Einmal ganz kurz. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Na, komm nur, komm nur, komm nur. Schwing die Fäuste. Er hat eigentlich mit dem Schwerkampf rennen, mit sowas hier. Mann, bist du Boxer hier oder was? War nett, euch zu treffen. Finde ich jetzt nicht wirklich, aber okay. Fragt die Nilfgaarder nach Yennefer. Ja, ich versuch's ja, aber irgendwie... Außerdem oft genug manuell zu speichern. Denkst Welt ist voller Raubtiere, blutgieriger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Das stimmt irgendwie. So, Vitalität erholen. Ja, Freunde, wenn man sagen, vielen Dank jemand fürs Zusehen. Das war's auch mit dem Let's Test oder vielleicht sogar mit dem ersten Part des Let's Plays. Ich weiß nicht so genau. Es macht so bereits irrsinnig Spaß, wirklich ein paar Qualler zu zocken, aber ja, kann ich bitte mal ein bisschen Ruhe haben hier? Aber ja, aktuell gerade genügend Let's Plays noch in Planung und so, in den nächsten Tagen starten werden, deswegen eigentlich kein Platz für The Witcher 3. Wild Hunt, muss mal gucken, vielleicht wird es da noch ein Let's Play draus, vielleicht auch nicht, hängt natürlich auch von euren Kommentaren ab, von eurem Feedback. Und ich muss dringend wegen Einstellungen so gucken, weil grafikmäßig, also momentan habe ich wieder gute Frames ich gerade, aber generell, die Haare sehen auch ein bisschen verwaschen aus. Da muss ich noch ein bisschen was in Grafikkarte schrauben, das ist noch nicht so perfekt, wie ich es mir gehofft hatte. Aber egal, ansonsten ganz geiles Spiel, macht irrsinnig Spaß. Die Story ist schon mal ein sehr guter Einstieg und so, was man alles machen kann, Tutorials und so weiter. Kann sich auch sehen lassen, ist noch nicht zu viel eigentlich, gerade so eine richtige Portion, man kann auch alles ein bisschen vertiefen und so. Und vor allem, was ich halt ganz geil finde, du kannst wählen, ob du irgendwie halt Anfänger bist, ob du nur Hauptstory machen willst, mit Missionen, ob du voller Profi bist und alles. Und so weiter und so fort. In diesem Sinne, würde ich mal sagen, ja. Entschuldigung, du bist nicht Yennefer. Nee. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht bis zum nächsten Mal hier bei The Witcher Wild Hunt. Ciao zusammen.